Rau, erbarmungslos, irritierend menschlich. Märchen ohne Zuckerguss. Stattdessen harte Schnitte, tiefe Wunden. Franz Xaver von Schönwerth, Zeitgenosse der Brüder Grimm, hat die Märchen der Oberpfalz gesammelt. Er hat den Wert dieser Geschichten erkannt, auch der Volkskunde. Er hat gesagt, es ist 11:55, wir haben nicht mehr lang Zeit, um das alles aufzunehmen, was hier an Grundvorstellungen da ist. Märchen über schicksalhafte Wendungen. Ein Mann verliebt sich in eine schöne Frau am Brunnen. Sie stellt nur eine Bedingung. Du darfst an keinem Donnerstag nach mir sehen oder fragen. Sie bekommen 7 Kinder. Doch dann wird er eifersüchtig und blickt an einem Donnerstag durch Schlüsselloch. Sie hat einen schuppigen Fischschwanz. Mit einem Drachen will ich nicht verheiratet sein, stößt er sie fort. Bald wäre ich erlöst gewesen, weint sie bitterlich. Nun muss ich bis zum jüngsten Tag in der Luft herumfliegen. Und sie verwandelt sich mit den Kindern in das Heulen des Windes. Die Andersartigkeit, die Rohheit und die Authentizität dieser Märchen, die sind unbeschnitten, die sind nacherzählt, so wie es die einfachen Leute hier erzählt haben. Und diese Reinheit im Grunde, die fasziniert mich. Franz Xaver von Schönwerth konzentriert sich von Mitte des 19. Jahrhunderts an ganz auf die Oberpfalz. Geht von Ort zu Ort, lässt die Leute reden und schreibt mit. Sprichwörter, Alltagsabläufe und Volkserzählungen. Oft begleiten ihn Freunde und helfen ihm, kleinste Details festzuhalten. Im Zottbachtal findet er besonders viele Märchen. Und die Liebe seines Lebens. Er heiratet die Tochter des Hammergutsbesitzers. Noch heute gibt es das Haus, einen Gasthof. Noch heute steht dort sein Arbeitstisch. Der ist zu Leichenwärter gegangen oder zu Knechten oder zu Bäuerinnen und hat die nach Texten gefragt. Und die haben natürlich den oberpfälzischen Dialekt gesprochen, musste das also praktisch in Hochdeutsch im Kopf umformieren, gleichzeitig hören, wie es weitergeht und gleichzeitig schreiben. Das war also eine Gewaltaufgabe. Er war ein glühender Oberpfälzer und wollte das, was die arme Oberpfalz aufzuweisen hatte, konservieren und wieder zurückgeben. Nirgendwo in Deutschland ist umsichtiger, voller und mit so leisem Gehör gesammelt worden, lobt Jakob Grimm den jüngeren Schönwerth. Seit 1851 arbeitet der in München als Generalsekretär am Finanzministerium und ist als Sammler der Oberpfälzer Sprach- und Volkskultur bekannt. Aber nur bei seinen Zeitgenossen. Mich freut es unendlich, dass ich ihn gefunden habe. Der war in den Archiven verschlossen. Ich bin Lehrerin gewesen und habe Schülertheater gemacht. Und ich wollte nicht so fertig gedruckte Hefteln von den Kindern lernen und spielen lassen. Ich habe regionale Lektüre gesucht, regionale Erzählungen. Und komme da auf die Märchen, ja, was ist denn das? Ja, die kenne ich ja überhaupt nicht. Schönwerth wird zum großen Forschungsobjekt von Erika Eichenseher. Im Sommer ist sie 90 geworden. Es war einmal. Diese Floskel gibt es bei ihr so wenig wie in diesen Märchen. Schönwerth fällt voll in die Geschichte rein und erzählt los. Und am Ende ist dann entweder Hochzeit oder die Hexe wird verbrannt oder irgend sowas. Und dann ist aus. Der braucht diese Stereotypen nicht. Der braucht auch ganz, ganz selten einen Reim. Das machen die Grimms durch die Bank, dass sie Reime reingeben, um auch den Kindern irgendwie so eine Erinnerungshilfe zu geben. Aber der Schönwerth macht es nicht, weil er seine Märchen nicht als Kindermärchen definiert. Geschichten ohne Umkehrmöglichkeit. Im Gewässer von Neuenhammer badeten schöne Mädchen. Als die Burschen sie gleichzeitig heiraten möchten, stellt sich in der Hochzeitsnacht heraus, es sind Wasserfräulein. Sie sollen auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Die Flammen lodern hoch, die Wasserfräulein schreien um ihr Leben. Plötzlich wirft der Teich hohe Wellen und es erscheint der Wassermann, der mit einer Fontäne den Scheiterhaufen löscht. Die Nixen tänzeln auf dieser Wasserbrücke in den Rachen des Wassermanns und sind gerettet.
Nie mehr hat ein Mädchen im Teich von Neuenhammer gebadet. Das Märchen ist ein komprimierter Lebenslauf. Das ist eine Darstellung von Beispielleben, ja, die man beobachten kann, wo man auch sagen kann, oh, da hast du jetzt einen Fehler gemacht, das hättest du anders machen sollen, ist eine praktische Lebensschule. Und am Ende steht dann immer das Bewusstsein, wenn ich einen geraden Weg gehe, wenn ich ehrlich bin und wenn ich das alles so mache, wie mein inneres Gewissen mir das vorschreibt, dann kann mir eigentlich gar nichts passieren. Und das ist für mich der unglaubliche Wert, den ein Kind, wenn es über die Erwachsenenschwelle geht, unbedingt braucht. Fast 4 Jahrzehnte lang sammelt Franz Xaver von Schönwerth Märchen, Sitten, Redensarten. 1886 stirbt er in München. Als Ministerialrat geehrt, in den Adelstand erhoben, als Volkskundler aber bald nach seinem Tod vergessen. Dabei ist ihm allein das Spracherbe der Oberpfalz des 19. Jahrhunderts zu verdanken. Zeit, ihn zu würdigen.